da habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Und auf das heutige Thema, da warte ich schon gefühlt 5 Monate. Ach, Jahre. Was rede ich denn? Dekaden. Weil heute, da geht's darum, eine Gichtelfinger ein bisschen selbst zum Lernen. Und das wird nicht ganz einfach, aber das kriegen wir schon hin. Und darum heißt es heute How to Aufzwicken. Tja, und selbstverfreilich ist da heute wieder mitgemeint, die aufzwickt wird. Und darum fangen wir gleich an mit Phase 1. Die hohe Kunst des Bieröffnens. Wenn du jetzt nicht als Baby 15 Mal vom Wickeltisch runtergekugelt bist und halb selbstständig bis wenigstens auf 13 kannst, dann hast du wahrscheinlich schon gedacht, dass ich jetzt nicht anfange, wie du mit einem 0815 Flaschenöffner deine halbe aufkriegst. Viel mehr geht es nämlich darum, dass der gemeine Vollbieranhänger allzeit bereit sein muss, in jeglich erdenklicher Situation mit allen umliegenden Gegenständen seine halbe aufzuzwicken. Da der Punkt mit allen umliegenden Gegenständen wird zum Beispiel mit dem Tischek, mit dem Kastenbier selber, mit dem Löffel, Gabel, Messer, mit der Zeitung, mit dem Fichtenmoped, mit der zweiten Halbe, mit der Arschgrunzen, seht ihr das als Gegenstand? Mit dem Kugelschreiber, mit dem Bierdeckel, mit der Stereoanlage oder was weiß ich. Da das ein bisschen ausufert, bei einer Oktilliarde Möglichkeiten besinnen wir uns heute auf den Klassiker der unkonventionellen Aufzwickgegenstände, nämlich aufs Feuerzeug. Alles andere zeige ich euch ein anderes Mal. Genug geschmatzt, gehen wir weiter zu Phase 2. Die korrekte Aufzwickung. Ja, genau. Da das in Bildern jetzt ein bisschen schwierig bis völlig unmöglich wird, helfen wir uns da mit einem alten Trick, der ja bekanntermaßen schon einmal hingehauen hat. Dann machen wir es wieder so. Jetzt Magic, habe ich die Ehre. Erst einmal. Da das für die meisten Bremsuppen Freistilschwimmer sowieso schon ein Problem ist, wenn die gegenüber vor meiner Nase sitzen und ich erkläre ihnen das, habe ich mir gedacht, das machen wir jetzt oder so. Fangen wir an. Als erstes holst du einmal dein Halbe deines Vertrauens und natürlich ein Feuerzeug. Tja, wer hätte das gedacht? Dann gehst du her. Da ihr das jetzt natürlich so nicht gescheit seht, müsst ihr da ein wenig netter ohne. Dann hast du auf alle Fälle einmal dein Halbe da vor dir stehen. Als erstes nimmst du deine linke Wichsgriffin und klangst da herum oben über den Flaschenhals. In deine rechte nimmst das Feuerzeug und ganz furchtbar wichtig ist dein Zeigefinger da herum. Der braucht Kraft. Dann nimmst du dein Feuerzeug und fasst da herunten so eine. Ich halte das mit der rechten Hand gar nicht fest, braucht so ist gar nicht. Wichtig ist, dass das da fest ist. Da in dem Zeigefinger brauchst du Kraft. Das darf da an der Stelle nicht nachgeben. Und dann ist alles kein großes Hexenwerk mehr. Du gehst her, nimmst dein Feuerzeug und hebst da unten rein. Und schon ist die Scheiße fertig. So, und das Resultat ist eine aufzwickte Halbe und das geht auch mit 100.000 anderen Gegenständen. Aber das verzeihe ich euch ein anderes Mal. Bis dahin gehen wir lieber in Phase 3. Was sagt jetzt da der bayerische Verhaltenskodex dazu? Er sagt Folgendes. Ab sofort erteile ich jedem Bayern die Pflicht, dass er gefälligst in der Lage zum sein hat, sein geschissene Halbe auch ohne Flaschenöffner mit mindestens einem Feuerzeug aufmachen kann. Ohne dass er jemanden fragt. Fragt er trotzdem jemanden, ist ab sofort die Pflicht des Öffnenden erst einmal ohne Fragen eine sichere Bockfotzen auszuteilen, dass er sagt, das Backelfotzen habe ich nicht kommen sehen. Aber dann trotzdem freundlicherweise Satzfreundlich habe ich gesagt. die Halbe aufmacht. So, damit hätten wir das auch. Und einen, wenn ich noch sagt, jetzt blöd ist und vor seinem halben Flaschel droht zum Verdirsten. Bitteschön, helft's ihm. Und wie oben, ich hoffe, ich habe euch ein wenig weitergeholfen im Leben. Lasst ein Like da, wenn es euch taugt hat. Freut mich wie halbe narrisch. Ich gehe mir jetzt eine halbe oder 15 aufzwicken. Schauen wir mal, ob das mit der Arschgrunzen hinhaut. Haut euch eine. Habe die Ehre.